Schön, dass du heute das Türli 12 hast aufgetan. Ich erzähle dir heute, wie der Schnee zu seiner Farbe ist gekommen. Nach einer Legende der nordamerikanischen Ureinwohner. Vor sehr langer Zeit war der Schnee wie der Regen ohne Farbe. Weil aber der Schnee immer so traurig war, dass die Menschen ihn nicht erkannt als Schnee, hat er sich so sehr eine Farbe gewünscht. Aber niemand hat ihm seine Farbe geben. Der Schnee ist überall her und hat gefragt. Er ist zum Gras gegangen und hat es gefragt, «Könntest du mir echt deine grüne Farbe geben? Weisst, ich wette darum, dass die Menschen mich sehen.» Aber das Gras hat die Farbe nicht geben. Es brauche es selber. So ist es weitergegangen, der Schnee, und ist zu den Veilchen gekommen. Und hat die Veilchen auch gefragt, ob sie vielleicht die schöne violette Farbe ihm geben würde, dass man ihn als Schnee vom Regen unterscheiden kann. Aber auch die Veilchen haben den Kopf geschüttelt und haben noch ausgelacht und haben gesagt, sie brauchen die Farbe selber, schliesslich weil sie schön aussehen im Frühling. Der Schnee ist wirklich langsam traurig geworden. Und so ist er noch zu den stolzen Rosen gekommen. Die Rosen, die so schön rot und allen Farben haben geleuchtet. Aber auch die stolze Rose hat dem Schnee die Farbe nicht geben. Wo kämen wir da her, wenn wir da die Farben auslehnen, hat die Rose gemeint. Und jetzt ist der Schnee im Winter noch zu den Schneeglöckchen gekommen. Die Schneeglöckchen hat er angeschaut und hat ganz traurig gefragt, ob er echt seine Farbe dürfte haben. Und das Schneeglöckchen hat so Erbarmen mit dem Schnee, dass es ihm die Farbe gegeben hat. Seither ist der Schnee weiss und die Menschen können ihn unterscheiden vom Regen. Aber der Schnee hat sich auch noch gerecht an den Blumen und am Gras. Seither nämlich tut der Schnee, wenn er weiss kommt, alle Blumen und Gras zudecken, dass sie erfrieren müssen. Das war das Märchen, wie der Schnee zu der Farbe kam. Wenn es euch gefallen hat, dann hört doch morgen wieder reinhören. Eure Serafina Eulenstein.